Diese Kaminuhr wurde bislang stets mit Samthandschuhen angefasst. Ich habe mich nie getraut, diese Uhr in Gang zu bringen. Ich wusste es nicht. Es gibt ja ein Schnürl, das ich nicht kenne, wo ich nicht weiß, was man damit macht. Und es ist für mich an sich ein Prachtstück, aber ich traue mich nicht, ich habe mich nie getraut, da herumzudoktern und schauen, ob sie geht. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Grüß Sie Gott. haben eine schöne Uhr zu uns gebracht. War sicher ein bisschen beschwerlich bei dem Großstück. Wo kommen Sie her? Ich komme aus Herzogenburg. Ach, Sie sind von hier. Ja. Das ist ja sehr schön. Da haben Sie es gar nicht so weit gehabt. So ist es, zu Fuß von einem Seck. Die Uhr ist aus der Familie oder haben Sie die? Woher ist Ja, die? das ist aus der Familie. Ist schon also in meinem Wohnbereich seit 40 Jahren. Mein Vater hatte sie davor schon und ich weiß aber sonst gar nichts über diese Uhr, außer dass ich sie hübsch finde. Ja, das ist sie definitiv. Wenn man die so anschaut, dann würde man sagen, das ist eine Uhr im Stil Ludwigs XV., Louis XV. Die Franzosen haben die Stile immer nach den Herrschern benannt. Und da gibt es einfach den Ludwig XV. Und dann Ludwig XVI. Und die unterscheiden sich dann auch in den Zeigern. Und da gibt es eindeutige Merkmale, um das mal so festzulegen. Diese Uhr ist aber nicht so früh. Die müsste ja dann Mitte des 18. Jahrhunderts gebaut worden sein. Ja? Diese Uhr ist mehr als 100 Jahre nach dem Tod des Königs entstanden. Und die ist ein Zeitzeuge einer Strömung, die wir in der Kunstgeschichte Historismus bezeichnen. Da gibt es dann sehr viele Vermengungen von Stilen. Aber bei der Uhr haben wir schon eine eindeutige Stilreinheit. Die ist in sich ein sehr geschlossenes Stück, aber doch wahrscheinlich so um 1860, 1870 entstanden. Das sehen wir dann nachher auch beim Werk. Wir haben ein tolles Gehäuse hier. Wir haben sehr schöne Beschläge, die aber nicht diese Reinheit hätten, wie wenn die wirklich aus der Zeit wären. Ja, das ist dann schon etwas teigiger auch geworden. Das sieht man hier an den Stücken. Die Uhr, und das sehen wir hier am Zifferblatt, sie hat mehrere Vierkante, wo man den Schlüssel einsetzen kann. Man kann da das Gehwerk hier in der Mitte aufziehen und dann hier an den Seiten für die beiden Schlagwerke. Und das Besondere ist, dass diese Uhr noch einen Vierkant für einen Wecker hat. Hier unten zwischen der 7 und der 8. Ich weiß nicht, ob Sie sie in Gebrauch haben. Nein, ich habe mich nie getraut. Ah ja, dann geben wir Ihnen nachher eine kleine Einweisung, dass Sie sie gefahrenlos bedienen können. Ja? Das ist bronziert, das ist nicht, wie das ursprünglich, sagen wir mal, in der Zeit zu Ludwig XV. In Feuervergoldung wäre. Das ist hier auf keinen Fall so weit, deswegen hält die Vergoldung, die da drauf ist, auch nicht besonders gut. Aber insgesamt, finde ich, ist sie gleichmäßig gealtert und in einem sehr, sehr netten Zustand. Wie Herr Fries ja schon gesagt hat, im ersten Moment würde man annehmen, das ist eine französische Uhr. Aber auch hier in Österreich hat man natürlich die französischen Moden aufgenommen und hat diverse Stilepochen übernommen. Und man kann aber dann trotzdem an diversen Sachen erkennen, dass es doch eine Wiener Uhr ist oder eine österreichische Uhr. Und wenn wir zum Beispiel hier bei den Aufzugslöchern sind, ja, weil wir haben bei französischen Uhren in der Regel zwei, eine fürs Schlagwerk, eine fürs Gehwerk und die Wiener Uhren haben aber diesen sogenannten Vierviertelschlag. Das heißt, die haben ein Viertel, um halb, um Dreiviertel und zur vollen Stunde schlagen die erst die Viertelstunden und anschließend werden noch die Stunden geschlagen. Und was aber wirklich ungewöhnlich ist, das ist wirklich diese vierte Aufzugsbohrung und das erklärt aber auch, warum hier so ein kleiner blauer Zeiger raussteht. Weil das dürfte der Weckerzeiger sein. Wenn Sie den verdrehen, dann werden Sie, der ist jetzt ein bisschen fest, ich will jetzt nicht da so viel verstellen, nicht, dass was kaputt geht, dann müssen Sie den Zeiger auf die Uhrzeit stellen können, wie sie weckern soll. Und dann wird es weckern. Jetzt schauen wir mal schnell hinten rein. Wenn ich die jetzt umdrehe, dann haben wir hier also auch ganz typisch für diese Wiener Uhren, das ist dieser Schlag auf die Gongstäbe. Nicht Glocken, sondern Gongstäbe. Da haben wir hier einmal einen, das ist der vordere, der ist für die vollen Stunden und der hellere, das ist in dem Fall der tiefere, das ist der für die Viertelstunden. Und was man eben bei der Uhr sieht, und das ist wirklich nicht
oft, das ist hier hinten diese Glocke, das ist der Wecker. Ja? Also es ist wirklich schon innerhalb dieser Wiener Uhren was Besonderes. Also es ist wirklich eine sehr schöne Sache, die ich so wirklich auch noch nicht an der Uhr gesehen habe. Ja? Nein, sehr schönes Stück. Sie werden wissen wollen, was die Uhr wert ist. Ich weiß nicht, ob Sie es verkaufen möchten, normal. Ich würde natürlich gern wissen, was sie wert ist. Über den Verkauf habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, aber es ist grundsätzlich interessant. Also diese Uhren, wie gesagt, das ist so eine relativ junge. Die Bronze sind jetzt auch nicht diese Wahnsinns-Feuervergoldung. Von daher würde man da so mit irgendwo zwischen 400 und 600 Euro wahrscheinlich anfangen, in der Hoffnung, dass das nach oben geht. Aber so 400, 600 Euro ist eigentlich ein realistischer Preis für die Uhr. Danke vielmals, ja. Ist sehr, sehr schön. Vielen Dank, dass Sie da waren. Danke vielmals. Danke fürs Zeigen, ja. Wiedersehen. Danke. Nachdem ich auch gehört habe, wie schön sie schlägt, werde ich sie auch aufziehen. Und verkaufen? Nein. Die muss bei mir bleiben und ich werde Freude jeden Tag dran haben.